Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende Themen für euch parat. Die Kanada-Woche im alten Tramdepot Bern, ein glamouröses Theaterstück auf dem Bödeli und zum Schluss eine Prise Humor mit dem Stand-up-Comedian Charles Nguela. In der nächsten Woche dominiert im alten Tramdepot zu Bern die Flagge mit dem Ahornblatt. Die Kanada-Woche steht an. Mit speziellen Verpflegungsangeboten und Events soll das Fernweh geweckt werden. Meine Kollegin Denise Jakob weiss mehr. Wir sind hier im alten Tramdepot zu Bern beim Bärengraben. Der Grund sind die Kanada-Woche. Und Vorträge, kulinarisch, einfach das Gesamtpaket, das mit Kanada zu tun hat. Welche Leute wollt ihr ansprechen mit dieser Kanada-Woche? Ich glaube, das ist unsere Gemeinsamkeit hier. Sicher mal Leute, die sich eben für Kanada, für Nordamerika interessieren. Was ich aber speziell finde, ist, dass wir, obwohl wir eigentlich ein Berner Veranstalter sind wir national unterwegs. Also heisst, wir gehen an die Ferienmessen, wir haben Kunden aus der ganzen Schweiz. Und das ist wirklich ein Phänomen in der letzten Zeit, dass vermehrt einfach auch Leute wirklich zwischen einem Montagabend hierher kommen, zum Teil sogar mit Hotelübernachtungen, mit Essen vorher, nachher, die aus der Ostschweiz kommen, die aus Basel kommen. Also die wirklich wegen dem extra auf Bern und eben hier ins alte Tramdepot kommen. Könntet ihr uns noch ein bisschen über die Vortragsreihe etwas verraten? Was erwartet uns da? Also es ist eigentlich so, das ist ganz wichtig, wir wollen informieren, und zwar neutral. Also wir wollen wirklich über die Destination reden und nicht primär unsere Reisen vorstellen. Es kostet auch keinen Eintritt, man muss sich nicht verpflichten, man muss nicht vorreservieren, man kann spontan kommen. Und es soll einfach stimulieren, es soll einfach Freude machen, für vielleicht in einem Jahr, 2, unter Umständen wirklich mal so eine Reise in diese Gegenden in Betracht zu ziehen. Welche Spezialitäten bietet ihr jetzt in dieser Kanada-Woche hier im Tramdepot an? Wir haben unterschiedliche kulinarische Spezialitäten. Das sind Rezepte, die unser Küchenchef bei seinen Reisen, wo er fischen teils ausgegraben hat. Einer meiner persönlichen Favoriten ist der Bison-Burger mit Bisonfleisch aus Kanada, aber sicher auch der Rotlachs, den wir hier selber in-house räuchern, und auch das Ribeye, das einen leicht gesmokten Taste hat. Aber wir wären keine Brauerei, wenn es nicht noch ein passendes Bier dazu gäbe. Wir haben ein Golden Ale momentan am Hannen. Die Spezialität dort ist sicher auch, dass es wirklich ein original kanadisches Rezept ist, das von einem kanadischen Brauer uns übermittelt wurde. Und in den nächsten Tagen, das ist jetzt noch so ein bisschen am Machen, wird es noch ein Red Ale geben, das ein bisschen mehr Pfupf hat und zu ganz deftigen Speisen passt. Las Vegas auf dem Bödeli. Das Art7-Theater stellt die Frage nach dem Sinn des Glamour. Meine Kollegin Daniela Dambach hat mit der künstlerischen Leiterin Deborah Lanz über ihr neues Stück geschwätzt. Mega hier! Ganz Las Vegas ist mega! Wo wohnst du? Ich wohne da gleich im Hostel um die Ecke. Da gibt's auch ein Pub und leckeres Bier. Ich bin im Hotel. Du bist schon 17 Jahre als Schauspielerin hier auf dem Bödeli tätig. Was ist deine Motivation? Meine Motivation ist, glaube ich, tatsächlich einfach mit Leuten zusammen kreativ zu sein. Im künstlerischen Bereich. Das ist meine absolute Motivation. Ja. Jetzt kommt ein neues Stück, es heisst «Glamorous». Um was geht es dort so circa, dass wir nicht zu viel verraten? «Glamorous» ist ein Stück, das sehr viele gesellschaftliche Themen, aktuelle gesellschaftliche Themen widerspiegelt auf eine humorvolle Art. Themen wie Erfolg, Glamour, Reichtum und auch immer ein bisschen mit der Fragestellung, ist das notwendig? Ja. Du spielst ja die Hauptrolle, die Glamorous selber. Wie würdest du die charakterisieren? Glamorous ist, glaube ich, Versinnbildlichung für den Erfolg oder dass es eben auch mal anders laufen kann. Ich glaube, so würde ich Glamorous charakterisieren. Und in diesem Sinn ist sie eben nicht unbedingt die Hauptfigur, weil die anderen mindestens so grosse Protagonisten sind und auch alle, die rundum auch noch mitwirken. Und das ist das, was macht, dass das Stück so fängt. Es geht ja eben viel um die Definition von Erfolg. Hast du eine eigene Definition davon? Inzwischen vielleicht eine andere, als ich mal schon hatte.
Für mich ist Erfolg, wenn man sich erfolgreich fühlt. Und das ist nicht abhängig vom Aussen oder und wie das es definiert ist. Und wie schaust du jetzt der Premiere entgegen, die kurz bevorsteht? Wir haben jetzt noch 8 Tage, wo wir proben. Wir haben am 22. Februar Premiere und es ist erst in 8 Tagen. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Probezeit, weil heute Abend ist jetzt der erste Tag, wo alle zusammenkommen. Hinter der Bühne, um die Bühne, Spieler, Mitwirkende. Und wir haben jetzt noch 8 wundervolle Intensivproben vor uns. Und das ist jetzt für mich fast wie vordergründig. Die Premiere ist dann noch einmal wie Next Level. Der Charles Nguela ist auf der Überholspur. Der Komiker feiert letzte grosse Erfolge und ist vergangenen Freitag im Kursaal zu Interlaken auftreten. Vor seiner grossen Show hat er mit meinem Kollegen Ben Abeckle über seine Zukunftspläne und über seinen Kulturschock, als er in die Schweiz ist, geredet. Interlaken oder auch das Berner Oberland, wie hast du bis jetzt erlebt? Bis jetzt sehr gut. Die Leute sind mega nett. Leider ein bisschen leer am Oben, aber trotzdem sehr cool. Du bist ja unter anderem auch noch in Südafrika aufgewachsen, früher. Der Bruch für dich, wie war der, als du in die Schweiz bist, mit 12, 13? Natürlich ein Riesenbruch. Eine andere Kultur, anderes Wetter. Die Schweizer Bevölkerung ist sehr speziell. Fährt man 20 Minuten, reden die Leute ganz anders. Aber hat mir sehr gefallen. Was können wir Schweizer von den Südafrikanern lernen? Wenn die Musik Leute wird, nicht Leute schwätzen, sondern tanzen. Meinst du, das Lehren sie? Hoffentlich. Hey, und wie war es eigentlich für dich persönlich das Thema, zum Beispiel Rassismus oder Ausgrenzung? Wie hast du das wahrgenommen, allgemein auf der Welt? Allgemein auf der Welt, es gibt es überall auf der Welt. Ich finde, es gibt immer 2 Sparten von Gruppen. Die Menschen, die nicht besser wissen und die Menschen, die das bewusst so machen und Hass schüren. Und ich finde, für uns ist es unser Job, die Leute, die nicht besser wissen, einfach zu belehren. Stichwort Job. Wenn du jetzt nicht auf der Bühne wärst, Comedian, was würdest du machen? Ich wäre gerne Formel 1 Rennfahrer. Welcher Rennstall wäre das nicht? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich wäre entweder Ferrari oder Mercedes. Und wer wäre deine Freundin? Oh, wie heisst die? Nicole Scherzinger. Ja, ich gerade sagen. Ich habe gerade an Hamilton gedacht. Nicole Scherzinger, definitiv. Das wäre es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr bei unserer Website oder auch auf der App. Merci fürs Zuschauen. Jetzt erzählen euch noch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News mehr zum Wetter der nächsten Tage. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen zum Wetterupdate am Montag auf der Plattform Jot. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche reingestartet in Sachen Wetter. Eher eine wechselhafte Angelegenheit gewesen heute, auch wenn es zum Teil ein bisschen aufgetan hat, den Tag durch. Jetzt haben wir nochmal eine neue Störung, die uns in der kommenden Nacht erreicht. Da wird es zum Teil nochmal regnen kommen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1200 Meter. Und morgen am Dienstag starten wir dann zuerst noch mit vielen Wolken in den Tag hinein. Gerade Richtung Oberland muss man zum Teil auch noch mit ein paar Regentropfen oder ab 1000 Meter Schneeflocken rechnen. Sonst aber dann schon meistens trocken am Vormittag. Und die Wolken die werden sich dann immer mehr auflockern und der Sonne Platz machen. Es gibt einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Die Temperaturen am Morgen bei rund 5 Grad. Am Nachmittag erreichen wir dann knapp zweistellige Höchstwerte. Und der Nachmittag der sieht dann eben sehr, sehr freundlich aus. Schauen wir die nächsten paar Tage an. Da haben wir am Mittwoch schon wieder neue dichte Wolken, die aufziehen. Nach Sonne am Morgen bei 11 Grad, der Donnerstag trüben, zeitweise ein nasser und windiger Tag. 10 Grad, die Schneefallgrenze wird auf 2000 Meter ansteigen. Am Freitag vorübergehend meistens trocken, zum Teil sonnig und wechselhaft geht es dann am kommenden Wochenende weiter.
Das war vom Wetter hier auf der Plattform J. Danke fürs Zuschauen und weiterhin ganz einen schönen Montagabend.